Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, heute möchten wir gerne etwas an unseren Paper Dolls weitermachen. Die haben wir ja letztes Mal abgepaust aus einem Katalog. Und jetzt möchte ich gerne noch von diesen Linolschnitten machen, damit wir dann noch, wenn wir die dann wollen, in ein Journal hineinkleben, können wir auch noch 3 stempeln. Genau, und darum habe ich mir da schon ein bisschen etwas vorbereitet. Ich habe hier solches Stempelgummi zum Schnitzen. Der hat diese Grösse und dann habe ich hier noch so eine Soft-Linolplatte. Ja, genau, da machen wir natürlich nicht so ein grosses Bild. Ich denke, die Männchen sind ja gerade etwa so gross, da können wir da gerade irgendwie das Vierteln oder so. Ja, und die kleineren können wir noch drauf machen. Ich weiss sowieso nicht genau, wie viel das wir machen wollen. Mal schauen, wie lange das dauert. Ich habe mir da schon mal etwas vorbereitet, nämlich habe ich die hier noch gesehen und die hat mir auch so gut gefallen. Und ich habe jetzt die hier schon mal durchgepaust. Einfach so ein transparentes Papier habe ich da draufgelegt und bin da mit einem sehr weichen Bleistift nachgefahren. Das ist jetzt ein 8B, also der sollte wirklich sehr weich sein. Und dann ja, kann man einfach dann das so drauflegen und hier so ein bisschen drüber fahren und dann kann man das schön da drauf pausen auf unser Linol. Also wir fangen doch mal an, nicht lange rumschnurren, sondern einfach mal machen. Ich müsste mir jetzt noch aussuchen, welche das ich noch möchte ausschnitzen und ich habe eigentlich diese Novelle, die finde ich recht cool. Vielleicht müssen wir denen ein kleines besseres Maul geben, wo sie ein bisschen mehr lächelt, weil da schaut sie schon gerade recht kritisch rein. Und dann könnten wir, ich muss ein bisschen schauen, dass ich ein bisschen Sättige nehme. Also ich darf nicht allzu viele Details drin haben. Also ich darf schon, aber ich will nicht. Nicht allzu viele Details. Jetzt hier die da mit ihren Halskette, also das kann ich natürlich auch einfach weglassen, oder? So ist es ja nicht. Also, aber ich glaube, ich nehme auf jeden Fall noch die. So, dann wäre irgendwie ein Mann noch gut. Der hat jetzt hier ein bisschen Sonnenbrille, da wollte ich nicht nochmal eine. Der schaut ein bisschen komisch rein. Sonst nehme ich den noch. Ja, ich glaube 4 länger mal und sonst kann ich dann immer noch mehr nehmen. Also 4 zusammen mit dieser hier natürlich. So, also die gehen mal weg. Oh, ich freue mich schon so, die nachher einzukleben. Aber weißt du, ich glaube, ich tue die auch noch einscannen und kopieren und so. Dann habe ich die nämlich dann auch noch digital und dann kann ich mir die auch immer wieder ausdrucken, wenn ich will. Cool wäre natürlich, wenn ich sie vorher schon eingescannt hätte, wo sie noch nie ausgemalt war. Dann hätte ich sie immer wieder neu kolorieren können. So, gut, also ab jetzt gehen wir mal an das hier daher. Hier auf dem haben wir gerade 2 Platz. Und dann habe ich hier noch eins. Jawohl. Gut. Machen wir doch das mal. So. Und jetzt einfach nachfahren. Schauen mal, es schreibt schon. Das ist jetzt ein bisschen glattes Papier da. Ich habe das aus einem alten Briefmarkensammelalbum. Einfach so die Zwischenseite rausgeschnitten. Weil ich gerade kein anderes Transparentpapier mehr hatte.
So, aha, da fehlen noch die Haare. So, jawohl. Genau. Ich frage mich wirklich gerade, da ist das Papier viel glatter, wenn da vielleicht hätte ich es lieber die andere Seite sollen nehmen. Ich kann es ja dann bei den anderen noch ausprobieren. So. Also, jetzt die noch. So, voilà. Also hier auf der weniger glatten Seite ist es ein bisschen besser gegangen zum draufzeichnen. Aber ich weiß nicht, ob das nachher eine Rolle spielt, da jetzt beim Abdrücken. Ich nehme jetzt hier die kleinere Frau einmal hier auf das kleinere Dingsbums drauf. So, und schön an Rand, damit man dann den Teil vielleicht auch noch irgendwie brauchen kann. Und ich nehme jetzt hier von meinem Schnitzwerkzeug, das hat also eine abgerundete Stiel. Und gehe jetzt mit dem einfach hier ein bisschen überall drüber. Ich könnte es natürlich jetzt auch mit dem Bleistift einfach auch noch einmal nachzeichnen. Oder ich reibe einfach so ein bisschen drüber. Uiuiui. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit dem Bachpapier geht es ein bisschen besser. Oh, ja, okay. Gut. Also theoretisch könnt ihr ja einfach auch hier drauf zeichnen. Schon von Anfang an, aber da ich das ja so durchpausen Ui. So. Gut. Und jetzt wollen wir mal schauen. Ich glaube, ich tue das mal so drauf und nachher dann schneide ich mir dann hier so ein Stückchen ab. So, mal schauen. Vielleicht geht ja es so... Oh nein! Falsch. So muss es ja drauf. Bravo. Vielleicht geht ja so, aber dafür das Bleistift ein bisschen besser drauf. Wer weiß. Ein bisschen schlechter drauf, dafür ein bisschen besser drauf. Wir werden es sehen. Irgendetwas wird wohl passieren. Oh, super. Schmiede da alles. Naja. Müssen wir hier auch noch ein bisschen nachzeichnen. So, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht. Da haben wir natürlich noch die Schatten drauf. Dann machen wir das jetzt hier einfach auch. Sieht das vielleicht ein bisschen mehr aus wie ein Kragen oder ich weiß auch nicht was. Aber so sieht es doch deutlich besser aus. Also, dann kommt jetzt die da noch drauf. So, gut. Also, dann schneide ich jetzt die mal ab da.
So, gut, also, hui. Jetzt sind wir soweit. Jetzt kann es eigentlich schon als Schnitzen gehen. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich die einen im Positiv und die einen im Negativ werde ausschnitzen. Was immer auch das heisst. Also da, bei dem da möchte ich wirklich nur die Linie rausschnitzen. So. Dass nachher dann auf die grossen Flächen dann die Farbe drauf kommt. Und bei dieser da werde ich sicher einfach das alles, was jetzt weiß ist, rausschnitzen, sodass nur noch die schwarzen Linien stehen bleiben. Und bei diesen da weiss ich es noch nicht so genau. Mache ich wahrscheinlich auch eins so und eins so. Aber jetzt schaue ich mal, wie weit ich komme, weil genau, das geht jetzt gerade noch ein bisschen Länge, bis wir dann so weit sind. Ich mache mir hier meine Schnitzwerkzeuge parat. Genau, und dann würde ich sagen, Achtung, fertig, los! So, ich glaube, ich habe alles gesearched. Ich habe keine Ahnung, ob das gut aussieht. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal aus mit ein bisschen Stempelfarbe. Nehmen wir einfach mal irgendetwas. Brauchen wir natürlich auch noch ein Blatt Papier, wo wir es draufstempeln können. Und so sieht man natürlich auch gerade sofort, wo man noch nachschneiden muss. Und was das wir können lassen. So, mal schauen. Zack. So, oh, die ist ja recht cool geworden. Hier beim Ohr habe ich glaube ein bisschen zu viel abgeschnitten. Ein bisschen zu viel und aber auch ein bisschen zu wenig. Nein, so Quatsch. So, hier mit dem Spitzli können wir hier das da das Eckchen noch rausholen. Tack. So. Genau, aber sonst finde ich die eigentlich recht gut. Sie hat ein bisschen grosse Nasenlöcher. Vielleicht können wir die ein kleines bisschen kleiner machen. Zack. So. Und vielleicht so. Gut. Und die Striche, die es hier beim Schnitzen gegeben hat, oh, jetzt sieht man es wieder nicht. Die Striche hier, die es beim Schnitzen gegeben hat, ich finde, die sehen noch recht cool aus. Das macht gerade ein schönes Muster auf ihrem Bläser. Das ist nicht so schön rausgekommen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausbessern. So. Und so vielleicht. Schon ein bisschen besser. Da könnten wir es auch noch probieren. So, aber ich glaube, es reicht schon. Genau, und dass so der Ohrring nicht ganz abgedrückt hat, da frage ich mich, weil da habe ich definitiv nicht durchgeschnitten. Und da oben, das lasse ich jetzt auch gerade so, weil mir gefällt das amigs noch, wenn es ein bisschen vom Schnitzen noch so ein bisschen die Striche drauf hat, zum Teil. Natürlich nicht allzu viel. Ich glaube, ich nehme da noch ein kleines bisschen von ihrem Auge weg.
Das lampet man da ein bisschen zu fest runter. So. Ui. Jetzt ist das so eckig geworden. So. Gut. So, dann könnten wir noch einmal ausprobieren. Zack. Voilà. Da hat es mir jetzt gerade ein bisschen verschmiert. Beim Abnehmen, das ist ein bisschen schmal geworden, aber immerhin ein bisschen besser als das Gefötzelte. Das Ohrenringli hat es mir immer noch nicht abgedrückt, ich weiss nicht warum. Und das Auge ist ein bisschen besser geworden und ja, die Nasenlöcher so ganz minim kleiner. Hey, ich finde es cool, ich glaube, ich lasse den so. Gefällt mir, passt. Und jetzt möchte ich gerne noch den hier ausprobieren. Ja, also. Und los. So, hey, ich glaube, das sieht recht genial aus. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ist da das Gewurst von dem Tuch. Aber auch noch. Also komm, dann probieren wir das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Stempel gut geht. Ui. Und jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, das Linol saugt da die ganze Farbe auf. Irgendwie. Vielleicht meine ich das auch noch. So. Also komm, jetzt mal so. Ich probiere es jetzt mal mit der Stempelfarbe. Und nachher kann man immer noch sagen, wenn es nicht gut geht, probiert man es dann mit Linol-Druckfarbe. So, mal schauen. Und das, ja, jetzt haben wir das Geschmier, aber ja noch. So, drauf. Und jetzt habe ich mir da auch noch die Rolle geholt, die Walze. Dass wir das ein bisschen besser andrücken können, vielleicht. Ein bisschen gleichmässig. Ja, und... Hey! Recht cool. Oh, recht cool. Ich finde es sogar fast ein bisschen hübscher als das, aber ich glaube, das ist wegen, weil ich das ein bisschen exakter habe schnitzen weder das. Cool. So, hey, dann probiere ich die anderen zwei noch. Also dann schnitze ich jetzt die anderen zwei noch und dann können wir dann, die auch noch stempeln und auch noch schauen, wie es aussieht. So, das ist recht schnell gegangen. Und da schneide ich jetzt noch ein bisschen den Rand ab. So. Und da unten. Ich habe jetzt so den Hintergrund extra so gemacht und ihr Kleid extra diesen Weg. So, jetzt hier den Rand. Oh, nehmen wir noch ein bisschen abschneiden. So, jetzt ist fertig. So, was ich jetzt einen Fehler gemacht habe, ich hätte wahrscheinlich die Sonnenbrille nicht rausschnitzen. Genau, das ist jetzt halt so rausgekommen. Jetzt probieren wir doch das auch da wieder drauf. Da so ein bisschen hinten. So ein Testlauf.
Also, dann das hier mal drauf. Und? Haha! Ah, cool! Das ist ja super! Ja, die Brille ist halt ein bisschen schief, aber das kann ich jetzt halt auch nicht mehr retten. Ich habe das ein paar einzelne Sachen kann ich noch rauspicken. Also da, das im Hut in lohne ich glaube, aber das da auf jeden Fall. Das Fleckchen hier im Gesicht lohne ich glaube auch. Aber der Teil und der Teil hier neben dem Hut. Das auf jeden Fall. Das ist das da. Das kommt weg. Ja, das ist weg. Und da ist da so ein bisschen zu viel noch. Zu viel Zeug. So. Die Striche, die lassen wir glaube ich einfach so. Ich finde die Nase gut, die Lippe ist halt ein bisschen gross, aber mein Gott. Hier der Hals ist okay. Die Haare. Ja, ich glaube, ich lasse das. Ich lasse das, glaube ich. Und dann haben wir da noch ein bisschen zu viel. Ja, ich weiss halt nicht, wie viel das es bringt, wenn man da mehr wegnimmt, weil man drückt sie eben nachher sowieso wieder runter. Und dann kann es dann sein, ja. Ich nehme jetzt mal ein bisschen. So. Das ist das da. Ja, das kann glaube ich bleiben. Ja, jetzt habe ich glaube das ein bisschen weggenommen. So. Gut. Hey, ich glaube, das ist gut. Das lassen wir jetzt gerade so. Und jetzt wollen wir den hier noch ausprobieren. Können wir den einfach hier auch hier nebenher machen, dass wir nicht mit ein neues Blatt anfangen. Ich glaube schon. Ja. Und gehen wir auch ein bisschen über. Zack, drauf. Oh, warum? Sieht man gerade noch, was so eine Platte gekostet hat. Im Lachenmeier. So, ich hoffe, ich bin nicht zu fest verrutscht. Zack. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Alles, was jetzt so mit der Nase ist, ist ein bisschen wenig fest. Sieht man das da? Und das dunkle mein Auge ist so ein bisschen klein. Also das da. Weiss nicht. Weiss nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es versaue, wenn ich jetzt da irgendetwas dran mache. Und an der Nase auch. Ich glaube, ich probiere ganz fein. Nur ganz fein. Wenn ich jetzt das richtige Werkzeug habe. Also das hier von der Nase einfach ein bisschen dicker. Zack, das ist sicher zu dick. So, ui.
Und so. Ja, ist euch das ein bisschen besser? Könnt ihr einfach mal probieren. Das so probieren. Nur da noch schnell das Gesicht, um zu schauen, ob es jetzt besser ist. Zack. Oh, ja. Also das Auge finde ich ein bisschen besser. Aber die Nase ist jetzt so. Also die Nase, es ist ja wie der Schatten von der Nase oder so. Das ist jetzt ein bisschen zu gross geworden dort. Ja, no. Ja. Das ist halt so. Flicken kann man es nicht. Aber sonst finde ich, ist er auch recht cool geworden. Und ich glaube, wenn man das dann so ein bisschen in ein Journal reinstempeln kann, dann wird doch das recht gut. Ja, am liebsten würde ich jetzt so gerade noch ein paar machen, aber ich habe da so eine Schweinerei. Ich muss da zuerst mal alles aufräumen und putzen und dann, ja, was wir schon noch alles mit diesen Mannsgockeln machen für unser Junk Journal, das können wir dann beim nächsten Mal schauen. Bis dann, tschüss!